So, die Damen und Herren, einen schönen guten Morgen. Ich wollte für dich auf diesem historischen Tag meine Erleichterung auf Frieden ausdrücken über die Liberation von den Geiseln am Nahen Osten. Die Leute sind viel zu viel lang als Geiseln von der Hamas gehalten gehen. Man kann sich nicht mehr vorstellen, die enorme Souffrance von ihnen, von ihren Familien, und dafür auch heute die große Friede, dass sie freikommen sind. Leider sind da 20 Liebig zurückgekommen, leider sind da auch eine ganze Reihe, die gestorben sind an der Kaptivität, auch und die an ihre Familien will ich heute denken. Als Fried an der Erleichterung ist groß, aber auch, weil den Waffenstillstand am Gaza geht. Wir hoffen, dass das der Anfang ist von einem mehr dauerhaften Frieden am Nahen Osten. Das tun wir auch in der Vergangenheit schon wohl gemerkt, dass an der Sommer etwas geschieht. Und dafür begrüßen wir den Friedensplan vom amerikanischen Präsidenten, den wir wissen alle gut, die Influenz von Amerika auf Israel, dass Amerika und der amerikanische Präsident nicht fertiggebracht hat, den Premierminister Netanyahu dazu zu bringen, den Krieg am Nahen Osten, am Gaza abzuhalten. Wir hoffen, dass so schnell wie möglich genug Nahrungsmittel und andere medizinische Hilfe an der Gaza herabgebracht wird. Aber wir werden noch als Lützeburg, also Europa, alles machen, für alle Initiativen zu unterstützen, die Frieden in der Region bringt. Etwa in dem Sinn, wo ich am Namen von Lützeburg auch auf der UNO zu New York Palästina als Staat anerkannt haben, weil wir der Meinung sind, dass die Population von Israel und die Population von Palästina müssen können auf Frieden, auf Wohlstand, leben. Heute, wie gesagt, das ist ein Tag von Frieden, von Erleichterung. Und ich bin so froh für die Leute, die da aus der langen Gefangenschaft kommen, sind mehr wie 2 Jahre, und können nicht mehr hoffen, wie gesagt, dass das Frieden an der Region bringt. Und das ist auch ein Moment, wo man muss hoffen, dass es doch Frieden an der Ukraine gibt, weil gesagt wird, dass Menschen zu vielem fähig sind, Bösem und Gutem, und dass die politischen Decisionen hängt, wir können Frieden beizubringen. Und dafür auch ein Appell und die, für einen Präsident Putin in den Krieg an der Ukraine angefangen hat, sich zu überlegen, und den Verhandlungstisch zu kommen, da wo der Präsident Zelensky schon wollte gehen, mit dem wir verhandelbaren der 2 und 1 der 3. und 4. die drücken, und auch da wird Lützeburg seine Rolle spielen. Wir haben uns heute invitiert, über das zu sprechen, was eigentlich mit all diesen Konflikten direkt und indirekt zusammenhängt. Nämlich, wie kann in ein Land ein Teil von Europa präparieren, ob alles das, was für Gefahren und Risiken ob es durchgeht. Und die Gefahren und Risiken sind ganz unterschiedlicher Natur. Das sind ja klassische Kriegsaktionen, aber das sind auch Cyberattacken, das sind Drohnenattacken, das sind Attacken auf die Demokratie an den sozialen Medien, das sind Naturkatastrophen. Und noch viel andere Risiken, die mit der Zeit evoluieren, kommen immer näher dabei, die enge von der Natur geschaffen und andere leider von den Menschen. Die Aufgabe von einer Regierung, die Aufgabe von einem Regierungschef, ist zu gucken, dass Leute auf Frieden, auf Wohlstand, auf Sicherheit können leben, und der Schutz von der Bevölkerung ist dabei ein wesentlicher Teil. Und das ist das Ziel von der nationalen Resilienzstrategie. Das Wort Resilienz ist so etwas, was wir eigentlich in der Vergangenheit wenig gebraucht haben. Aber es sieht vieles aus. Es sieht aus, dass den muss aufstehen, dass er muss überleben während einer Krise, dass er weiter während der Krise kann existieren und dass er da steht, wie wenn die Krise nicht oder bald nicht geschieht wäre. Die Widerstandsfähigkeit von einem Land
Darum geht es, an dürfen wir dezidiert, auch an einem europäischen Kontext, auch zuletzt eine nationale Resilienzstrategie zu machen. Der frühere finnische Präsident Sauli Niinistö hat auf Demande von der Europäischen Kommission einen Rapport geschrieben, den also inspiriert hat an dieser Arbeit, an den schöne Überschrift dreht, wir sind mehr sicher zusammen. Ich will Europa stärken, zivil und militärisch, preparedness and readiness, präpariert sind, bereit sind. Und das ist das Ziel von einer Resilienzstrategie, und das ist die wir an Auftrag geben und gefragt haben, den Hochkommissariat der Protection Nationale, an Zusammenarbeit mit vielen Akteuren zu machen. Die Risiken, die wir wollen gucken, sind ganz unterschiedlicher Natur. An die Organe, die müssen funktionieren, an die Elemente, die ihr braucht, wenn der Staat funktioniert, sind noch ganz unterschiedlicher Natur. Und es geht also am Anfang drin, dass man das ganz kohärent an zusammen gucken. Wir haben heute schon sicherlich, auch für unsere Resilienzstrategie, eine Reihe Pläne für eine spezifische Situationen zu intervenieren. Sie haben das bei Heichwasser, sie haben das, wenn zu Katastrophen ging geschehen, sie haben das bei anderen Katastrophen. Wir sehen haben das ganz zusammen koordiniert geguckt, dass wir also all die sektoriellen Strategien wollen zusammenführen, dass wir eine bessere Zusammenarbeit zwischen zivilen und Militärstrukturen haben und eine bessere Zusammenarbeit zwischen lokalem und nationalem Plan. Das ist als Zielsetzung, mit der wir fahren. Und da sind noch zwei Aspekte, die mir auch ganz wichtig schenken, die ich dagegen nachher streichen. Der eine, das was am Ausland oft genannt wird, notamment in Finnland, wo wir als das angucken waren, ein Whole-of-Government-Approach und dann ist ein Whole-of-Society-Approach. Whole-of-Government heißt, wir machen alle Guten zusammen. Alle Ministerien, und das hat übrigens ganz gut geklappt bei der nationalen Resilienzstrategie, aber auch Gemengen, Lokalautoritäten, all die Administrationen, die vom Staat aufhängen, zusammen schaffen, für als Bevölkerung optimal zu schützen. Ein Whole of Society, wie es seht, das steht für ihn mitmischt. Das ist nicht just eine Aufgabe von der Polizei, der Armee oder dem CGDs, aber das steht für ihn ein Teil von der Präparation ist, für Plätze sind, wenn etwas geschieht, und wir hoffen, dass es nicht geschieht. Wenn ihr gut präpariert ist, dann ist das, was geschieht, wenn es da geschieht, schon ein bisschen schlimm. Das ist die Philosophie, mit der wir da heute umgegangen sind, auf der wir eine Strategie stehen und eine Strategie ist noch nicht für alle Situationen die Antwort. Bei verschiedenen von den Elementen an der Strategie ist es ein kontinuierlicher Effort, den immer muss gemacht werden. Aber bei anderen Aspekten haben wir schon etwas oder man muss das ein bisschen mehr im Detail ausschaffen. Das ist die Aufgabe, die nur dieser Strategie wird geschehen, und die, wie gesagt, dem Lied vom Hochkommissariat der Protection Nationale gemacht wird. Das ist eine wichtige Aufgabe, das ist eine Aufgabe für als ganze Gesellschaft, mit das natürlich eine Aufgabe auch für die Regierung, die muss gucken, dass die Gesellschaft an alle Situationen ordentlich präpariert. Und da bin ich froh, dass den Direktor vom Hochkommissariat der Protection Nationale, den Herr Guy Blay, mit hingekommen ist, weil sie den Auftrag hat von der Regierung, das auszuschaffen. Wir haben den Kader gesagt, sie haben nur eine Strategie auf den gesagt, die die Regierung für ein paar Wochen am Regierungsrat angeholt hat, die wir morgen in der Chambre präsentiert haben, die wir heute wollen der Öffentlichkeit vorstellen, der Presse vorstellen, und die dann von Lohn nach mehr im Detail wird ausgeschafft am nächsten Monat. Jahre, wie gesagt, das ist ein Effort, der nie abhält. Und dafür ging ich bitten, dem Herr Blay ein bisschen an die großen Linien zu sagen, worum es geht. Wie gesagt, es geht darum, zusammen zu schaffen, und ob alle Sorten von Risiken, aktueller, neuer, die wir noch gar nicht heute kennen, resilient zu sein, widerstandsfähig zu sein, ein Land zu sein, das an allen Situationen
auf seinen zwei Füßen stehen bleibt. Merci, Herr Blei. Merci, Herr Premierminister. Ja, das ist so, dass effektiv die Risiken evaluieren und wir probiert, eine Approche zu finden, dass man wirklich eine komplette Approche für die ganze Regierung, für alle Sektoren, für das man par rapport zu all den Risiken im System und was Land hat, was resilient ist. Das ist aufgebaut auf ein paar Pilien, die am Anfang zwei ganz große Blicke. Einerseits wird also im zivilen Bereich, wo ich sich schützen muss oder wo ich sich präparieren kann, für das Ganze am Anfang eine Präparationsstrategie am zivilen Bereich und am militärischen Bereich. Und dann hat er Bereiche, die übergreifend sind zwischen den zwei Sektoren. Wie enge Pilien sind das, wie enge Hauptsäulen finden an der Strategie rum, das einerseits, was eng neu mit das ist, die Fonds von unserer Demokratie, die Fonds von unseren Grundrechten, wie funktioniert die Regierung weiter, wie funktioniert die Chamber weiter, wie funktionieren die drei Pouvoirs weiter, an einem Umfeld, was heute aber evolutiv ist, wo heute man das sind, ob die drei Pouvoirs sind an Europa, und wie muss ich da aufstellen für so einem Umfeld an den drei Pouvoirs noch auch resilient zu gehen. Notamment haben wir am Kader von dem Sujet die ganzen einen Workshop zusammen mit allen nordischen Ländern, mit den Benelux-Partnern, mit Deutschland und mit Frankreich, wo wir darüber échangieren. Gucken, wie wir uns aufstellen, von dem anderen lehren, wie wir eben an diesen Aktionen können mehr resilient gehen. Ein zweiter ganz großer Pilier an etwas, was fundamental ist, für das eine Gesellschaft resilient ist, das ist, wie können wir die Bürger in Zukunft auch noch viel mehr mal angebunden. Wir haben heute die Bürger, die wir informieren, über LU-Alert, hat auch noch weiter wird ausgebaut gehen. Wir haben Informationssitze, wo die Bürger sich kann auf Krisen vorbereiten. Wir wollen aber in Zukunft nach Enquete machen. Wir wollen die Bürger viel mehr mit Abwandern, vielleicht über Assoziationen, über eben die Whole of Society Approach, für auch mal Bürger zusammen probieren zu gucken, mehr resilient zu gehen. Ein dritten Pilier, den noch essentiell ist am zivilen Bereich, dass ein Land kann nicht funktionieren, wenn nicht essentielle Services funktionieren. Die braucht Wasser, die braucht Internet, die braucht Telefonie, die braucht all die essentiellen Services an einem Land, die müssen funktionieren. Da haben wir heute schon eine ganz paar Aktionen, wie die können mehr resilient zu machen. Das soll auch an dieser Strategie noch weiter renforciert gehen, für eben Sicherheit par rapport zu den Cyberattacken, par rapport zu all den Menassen, die auf die kritischen Infrastrukturen durchkommen, für die neu zu gestalten. Wir haben auch neue Aktionen am Kader von dieser Strategie lanciert, dass wir zum Beispiel regelmäßig mit den kritischen Infrastrukturen zusammenkommen. Dass wir mit dem Privatsektor, mit den kritischen Infrastrukturen aus dem Sektor Publik zusammen sie auch auf neue Menassen aufmerksam machen, auf neue Defien, die auf sie auch durchkommen an diesem Umfeld, und das von den Aktionen, die auch an dem Pilier mit vorgesehen ist. Dann ist das Land nicht resilient, wenn noch nicht seine Ökonomie resilient. Also ich meine, wir brauchen eine libre Zirkulation für seine Bieren. Wir müssen in der Pandemie gesehen, wie schlimm das für Grenzen zu sein, als Mitarbeiter von kritischen Infrastrukturen, von den Spitälern nicht mehr schaffen kommen. Auch da sind Aktionen für eben eine Ökonomie zu haben, die funktioniert, eine Ökonomie, die auch eine Krise kann doch suchen. Ich meine, das wird in auch in der Pandemie gesehen und kann nicht ein resilient Land sein, wenn nicht auch eine Ökonomie du hast, die ganz gut funktioniert. Das sind von die 4 Pilien, die der am zivilen Bereich hat. Dann hat er 3 Pilien, die ein bisschen mehr transversal sind. Das ist einerseits die ganze Cyberwolle. Die ganze Cyberwolle ist natürlich nicht nur am zivilen Bereich, sondern auch im militärischen Bereich. Das ist auch da, wo ganz viel Know-how zusammen geschafft wird zwischen dem zivilen Bereich und dem militärischen Bereich. Und die soll auch weiter renforciert gehen mit einer ganz paar konkreten Aktionen. Dann hat er, und das ist auch von der Retour d'Experience aus Krisen, die wir hatten, ob das Pandemie war, die ganzen Ressourcen an Gestions- und Bemanagement von Stocken. An der Pandemie haben wir gesehen, wie wichtig das war, für zentrale Stocken zu haben oder Aktionen wie die Kreation von einer Zentrale Nationale der Logistik von der Santé oder die RESC-LU. Das sind so konkrete Aktionen, für eben auch in Zukunft das Ressourcenmanagement noch mehr stärker aufzustellen. Und da gibt es ein Konzept, in dem wir am Anfang die letzten Jahrzehnten an unseren Ländern nicht mehr so viel geschafft haben. Das ist ein Konzept von Défense Civile. Was ist Défense Civile? Auch da haben wir das vor am Kader von der Semaine de la Résilience et Workshop mit unseren nordischen Partnern, die dort noch viel mehr Erfahrung haben wie wir. Das ist wie unterstützt den zivilen Sektor am Anfang Militär. Wir waren in den letzten Jahren echt bei Katastrophen gewinnt, dass Militär dem zivilen Sektor Hilfe gekommen ist. Wir heute überlegen wir auch mal, wie kann dies ein Police, ein Douane, einer Zivilakteuren die Militär unterstützen. Im Militär kann nicht funktionieren, wenn es keine Straßen hat. Im Militär braucht Flughafen, im Militär braucht auch Spitäler, braucht Straßen.
Aber wie ist das Zusammenspiel eben zwischen dem Militär und dem zivilen Bereich, das ist eine Planifikation, eine Präparation, die wir heute neu angehen, die wir die letzten Jahrzehnte nicht so stark gemacht haben. Und dann zum allerletzten der Pilier von der Präparation vom Militär selber, die ich natürlich auch heute in diesem Umfeld neu abstellen. Und die ganzen Ensemble, das also eben, was die Resilienzstrategie ausmischt, natürlich schon kurz resümiert, das sind 141 Aktionen, die aber im Detail sich jeweils heftig an sich haben, wo ganz viel Arbeiten nach zu machen sind. Und das wird die Kader auch von einem Implementationsplan, den wir die nächsten Wochen am Ende werden umgehen. So nicht mehr. Ja, merci vielmals, Herr Direktor. Also wie gesagt, eine gut präparierte Gesellschaft als eine resiliente Gesellschaft. Und dafür geht es also darum, dass wir gemeinsam, und ich unterstreiche das, gemeinsam als gut präparieren, ob die Vieren von Haut auf Humor. Wie gesagt, Herr Blei hat das beschrieben, die Risiken ändern, wir haben eine Strategie, auch zu wissen, wie ein Pilier immer so eine Strategie aufbauen, und die muss dann nur am Detail nach dekliniert gehen. Ich präzisiere noch nachher bei verschiedenen Sachen, dass das ein Effort, den nie wird abhalten. Denn Herr Blei hat einen von den Pilien als eine resiliente Ökonomie. Das ist nicht etwas, was man mit enger Maßnahmen dezidiert, sondern das ist das gemacht. Da müssen sich also immer aufpassen, auch in internationalen Situationen. Aber noch die Risiken werden ändern, weil wir in einem Jahr haben wir nicht über Drohnen geschwärzt, wenn wir schwätzen über Drohnen, schwätzen wir darüber, mehr kann das ernst sein, wenn ein Kabel am Baltischen Meer durchgeschnitten wird, haben wir nicht gemeint, dass das könnte man für die Region so viel Schuld mit sich ziehen. Und dafür nachdenken als Ziel als eine gute Kooperation, zivil und militär, aber auch national und lokal, und auch Privatsektor und öffentlicher Sektor. Mit der Zielsetzung, für die vitalen Funktionen vom Staat und alle Situationen können zu garantieren, für als kritische Infrastrukturen zu protegieren, für resilient zu sein am Bereich von der Informatik, auch mengenisch, als Bürger auch alle Guten, ohne dass du Lo direkt muss zum eine offizielle Rolle holen, mit der Jitrin sich am Kap auch matt präpariert auf verschiedenen Szenarien an seinen kleinen Beitrag dazu legt, so wie man da noch auf Finnland gesehen hat, wo die Leute natürlich auch, weil sie neben Russland wohnen, am Anfang vieles mehr präpariert sind, wie wir das vielleicht waren, auch weil man die letzten Jahrzehnte an Freiheit und Frieden konnte wohnen. Aber wir hoffen, dass wir gut präpariert sind, auch in Zukunft können auf Freiheit, auf Frieden und auf Wohlstand können leben. Das ist das Ziel. Und darunter schafft man das als ein Teil davon, und dafür ist das auch let's prepare. Voilà, dann antworten wir gerne froh, wenn der Hut. Ja. Ja, vielen Dank für die Ausführung. Mich interessieren zwei Sachen. Und zwar, Sie haben jetzt mehrfach das Beispiel Finnland gebracht. In Finnland selber gibt es ja für die Zivilbevölkerung gewisse Vorgaben. Also unter anderem ab einer gewissen Quadratmeterzahl müssen die Bunker einrichten. Kann sich die Regierung vorstellen, auch da Pflichten in Gesetz reinzuschreiben, auch für die Zivilbevölkerung? Und Sie haben Drohnen angesprochen. Mich würde interessieren, wann Luxemburg Drohnen über Findel oder vielleicht über anderem Gebiet abschießen kann. Also ich im Moment nicht an dieser Materie noch, dass die verpflichten soll fahren. Es soll den Bürger mithelfen, das was ich auf viele Bereiche von der Politik so, es soll den Leute informieren, soll ihn so encouragieren. Wir sind nicht viel, dass man Leute zu Sachen verpflichten. Der Zweite, das just weil das dazwischen das Wort Bunker genannt wird, wir planen nicht Bunkern zu nennen. Hier geht es darum, einen Kader zu schaffen, für verschiedene Risiken vorbereitet zu sein. Wir müssen das noch immer auf ein raisonabel, da weiß man, die auch an diesen Kontext passen. Das ist evident, dass Finnland auf einem anderen geografischen Platz liegt wie mir. Für was habe ich Finnland genannt? Aus zwei Gründen. Das weil den Rapport Niinisto von der Europäischen Union von einem finnischen früheren Präsident der Premier geschrieben ist. Aber wir werden also Finnen chargiert gehen, weil Finnland ganz große Erfahrung an dem dritten Bereich hat. Und dafür war ich auch zusammen mit Herrn Blei, mit einer Reihe Kollaborateuren
als da doch a Finnland gucken. Finnland as net Copy-Paste fir Lützeburg als Kippen hun sich auch Holland an Belgien geguckt, auch dat als net Copy-Paste mir selbstverständlich sollen sich bei so Materien inspirieren los von Ländern, die als relativ ähnlich sind. Zu den Drohnen ist sie nicht weder den militärischen noch den polizeilichen Expert. Ich meine, die Thematik soll ich noch nicht übertreiben, weil es 100 verschiedene Sorten Drohnen gibt, der militärische Drohnen, da braucht es militärische Antwort, da gibt es Regeln von der NATO. Wir können so etwas aufzuschießen, bis die überhaupt zuletzt sind sie schon an den Ländern, wo sie hier kommen, in der Zwischenzeit aufgeschossen gehen. Aber die Kleindrohnen belangt, da hat die Polizei die notwendigen Mittel, so wie ich das verstehe. Wir können so Drohnen zu jammen, zu neutralisieren. Wie gesagt, da muss man sich am Detail angucken. Was interessant ist in dem Beispiel ist, und das habe ich auch gemerkt, wie wir zu Kopenhagen darüber geschwärzt haben, dass die Experten gesagt haben, dass alle paar Wochen neue Sachen da erfunden gehen, sodass die nie ein total Antwort darüber besucht und dass man auch heute darüber schwätzen. Man kann ganz gut sehen, an 3 Monaten andere Gefahren kommen. Dafür sollen sich nicht auf etwas fokussieren, mit sollen ein Hybridbild tun, eine Strategie der Resilienz, als wir auf alle Gefahren präpariert zu sein. An meinen Namen als für mich eine große Gefahr Cybersicherheit, wie zum Beispiel die Drohne, weil an der Cyber sind viele Länder in Europa schon attackiert gehen. Auch Lützeburg, wir konnten das bis gut aufhören, und das ist auch, was ich weiter muss schaffen. Wir müssen auf alle Pisten und auf allen aktuellen und potenziellen zukünftigen Risiken präpariert sind. Das ist der Kader, den wir schaffen. Herr Gaulier. Oui. Une petite question par rapport à l'incident qui avait eu lieu au début de l'été chez Poste, qui avait eu des conséquences indirectes sur les services de secours. Est-ce que ça a eu une influence sur la stratégie de résilience ou est-ce que tout était déjà prêt à ce moment-là en fait? Merci. Oui, merci beaucoup pour la question. Non, l'incident de la Poste n'avait pas une répercussion directe sur cette stratégie. Ce qui est prévu dans la stratégie ici, la Poste, comme d'autres, l'Internet ou comme d'autres fonctionnalités de l'État, font partie des infrastructures critiques, des besoins essentiels. Donc, on a besoin de toujours aboutir au 112. On a toujours besoin d'avoir de l'Internet, de la communication. Et donc, ça, c'est tout le chapitre sur la stratégie des résiliences des infrastructures critiques qui est prévu, où des actions sont prévues pour encore renforcer dans le futur. C'est un processus qui est en continu. La résilience des infrastructures critiques, ce n'est pas quelque chose qu'on découvre aujourd'hui. On l'a fait depuis la création du Haut Commissariat à la protection nationale depuis 2016. On a cette législation sur la protection des infrastructures critiques. Mais ici, dans le cadre également de directives européennes qui sont récentes, il y aura encore un renforcement de cette résilience. Ja, madame. Herr Blei, die hat gesagt, sind 140 Mesuren an der Strategie dran. Und da wären da dabei, die hätten nicht das. Was meint da, dann gibt es eine Priorisierung gemacht von Domänen, wo ein als ich muss reagieren, für wirklich bereit zu sein. Wir werden effektiv einen Implementationsplan schaffen. Die 140 kann ich ja nicht bei Ihnen setzen. Und da sind da dabei, die auch viel mehr lang dauern. Wenn ihr Mesure guckt, wie zum Beispiel, dass die Bürger vielleicht über Jahre in einer Kultur kriegt, das ist etwas, was ich nicht an 2 Monaten möchte. Das ist eine ganze Kultur, die ich kann aufbauen, wo ich mit Sensibilisation, mit Kampagnen ganz vieles kann machen. Dann hat er Bereiche, wo man schon, so mal, wie ich schon gerade gesagt habe, noch immer daran geschafft haben. Wir haben noch immer kritische Infrastruktur protegiert. Wie der Premier gesagt hat, wir haben schon lange Pläne für verschiedene Krisenszenarien. Da kommen aber auch Sachen dabei, die wir heute nicht hatten. Wir hatten heute die Défense Civile, das Konzept, das hatten wir nicht mehr. Und das ist viel zu planen, wie die zivil, die militärischen Strukturen zum Beispiel können unterstützen. Da stimmen wir echt, ich will nicht so bei einem weißen Blatt, mit einem Blatt, wo wir viel mehr müssen developieren wie bei anderen Bereichen. Merci, François Olner für RTL, für die auf YouTube mitgucken. Ich bin froh, dass Sie da teilweise geantwortet haben. Ich wollte denken, ob da go, was mein Kollege für gefragt hat, die setzt auf Freiwilligkeit, also auf jeden Fall nicht auf Pflichten.
Mais wenn ihr defensiv will guckt, das bedeutet dann ist wie einfach just mehr Arbeit für die schon freiwillig unterwegs sind oder diese schon viel engagieren am Militär, mehr war eben bei der Protection Civil, beim CG10 und so weiter, muss ich nicht aber irgendwie gucken für die Kultur, die da will doch über Jahrzehnte oder Jahren schaffen, aber ein bisschen mit anzubannen. Die Kultur mat abonnennen, der das eng von den Aktionen bei der Société resilient. Wir haben auf Finnland zum Beispiel gesehen, und schon de moi ein Beispiel auch gesucht, hier am Land von mir Überschwemmungen haben, und wir wollen als Bevölkerung zum Beispiel evakuieren an eine Sporthalle. Da stelle ich mir als Haut vor, wie macht man das, für dort zu essen zu bringen, wie macht man das, für dort Decken hinzubringen. Auf Finnland bringt der Bürger das selber, man ist selber resilient, hin und selber daheim. Für den Fall von der Evakuation bei einer Überschwemmung hat die Sachen dabei. Und das entlastet den CG10 oder einen anderen Akteur, eine Gemenge, die das muss organisieren. Und das ist das Puzzlestück von der Strategie. Wenn du Siegfried noch ein bisschen etwas möchtest, da sind wir zusammen mich stark. Und dafür so, wir kommen präparieren das zusammen. Jeder ist so ein Bonus-Schlupp, also ich präpariere für den nächsten Fall. Wie weit das Leute das fertig bringen? Ich denke, den Thronwechsel oder andere Evenemente, wo die Leute sich da irren, weil nicht genug Stand da sind oder so, und sie hat Vereine könnten auch noch mehr machen. Das ist ja aber echt ein bisschen Mentalität. Ich so, dass wir nicht das Regierung, als keine Regierung, die Leute zu etwas forciert hat. Ich meine, die Leute sind mündig Bürger, sind gut informiert Bürger, dafür also eine Strategie, dass wir die Leute mal informieren, dass ein HCPN zusammen mit all den Akteuren, die du am HCPN zusammen schafft, die Leute mal als Weg beschreiben. Und ich meine, dass wir da ganz vieles mit der Freiwilligkeit auch erreichen. Wozu, Lessons learned. Am Moment schenkt ein Grippe, weil am Gang zu sehen, es gibt nicht viel kommuniziert über Barrieren oder dass ich soll aufpassen, wenn ich Symptome hat, für nicht bei vulnerablen Leuten zu gehen. Schon dazu keine Informationen, da muss dann die zuständige Ministerin fragen. Ich kann noch weitergehen. Ich wollte nur Nosten und noch. Ja, ich wollte noch kurz bei der Resilienzstrategie bleiben. Sie vielleicht schon eine andere, die habe es so mehr. Für das mal auf den Nähe setzen. Merci. Was könnt ihr genau, ob Bürger so, wenn das freiwillig, wir müssen einfach da irgendwie Changement de Mentalität erreichen. Lo schenkt doch ein Internet zu gehen, den die Leute noch nicht konnten abrufen. Was genau muss ich lo wissen? Ja, das ist richtig. Das abhaut an eure neuen Internetseite Let's Prepare. Ihr werdet online gehen, wo auch die ganze Strategie erklärt das, wo Rekommendationen werden für die Bürger mit dabei sind. Mir das doch haut schon. Ich meine, mir gebracht die Internetseiten, wo verschiedene Kitten erklärt sind, wo überhaupt auch erklärt, dass es ein Risiko gibt in einem Land. Und ich meine, einfach schon mal das Risiko kennen, den in einem Land gibt. Genau. Das ist schon wichtig. Ich weiß nicht, ob alle Bürger sich bewusst sind, dass ein Risiken überhaupt in einem Land sind. Und ich meine, darüber kann man sich präparieren, darüber kann man sensibilisiert gehen. Dafür hat den absolut keine Pflicht mehr. Wenn man ob Risiko sensibilisiert, dass man sich auch schon mental darauf vorbereitet, was gibt es da logisch, wenn ich an die Situation kommen, dann ist es einfach besser präpariert, dann geht es besser reagiert und der, wo das dann noch auftritt. Ja. Ich würde sagen, dass die Strategie eigentlich 3-4 wollen. Das eine ist, wir müssen Risiken antizipieren. Risiken, die natürlich an der Zeit evaluieren, weil auch die es schlecht wollen oder als dort Natur neue Risiken zu bringen. Dann ist der zweite Punkt, wie reagieren wir darauf, wann das oder das antritt. Dann ist der dritte, wie adaptieren wir es an so Situationen. Und das vierte das, wie stellen wir es nur auf, dass wir so schnell wie möglich können funktionieren. Und sind von den 4 Elemente, wo es darum geht, die Leute Europa zu präparieren, eben weil die Risiken geändert haben. Teichwasser, das kennen die Leute. Und man die an den Regionen wohnen, die haben sich mit der Zeit auch manch einst noch schwierigen, bitteren Erfahrungen, und die sich ein bisschen Europa präpariert. Der Staat, Gemengen an die Leute selber. Sie haben das geguckt, wo sie konnten bauen, sind extra Maßnahmen gemacht, wie das Teichwasser nicht soll kommen, aber wann es dagegen kommen und die Leute selber verschiedene Sachen an ihren Häusern gemacht. Das ist ein Beispiel, wo ihr gesagt, wenn ihr präpariert das, dann ist es schon ein bisschen mehr geschützt. Wir schauen eben eine große Panoplie von Risiken, und ich meine, wirklich an einer Zeit leben, wo die 12 von Risiken von Gefahren für die Bevölkerung mit groß sind. Und das ist Aufgabe,
Und das ist der But von dieser Strategie, für widerstandsfähig zu sein, als zu präparieren auf verschiedene Incidenten, aber wie gesagt, das nicht ad hoc, neben dem anderen zu machen, mit zu summen zivil und militärisch, zu summen öffentlich und privat, zu summen lokal und national. Und das ist die neue Approche, die diese Regierung mit dieser nationalen Strategie entwickelt leden. Und dafür gehen eine ganze Reihe Punkte, die man muss nach deklinieren. Wie gesagt, verschiedene sind da, die immer rum muss deklinieren. Andere, da geht es vielleicht nur mal 2, 3 Maßnahmen für das umzusetzen. Oui, moi je voulais vous demander si vos travaux incluaient une réflexion sur la Constitution pour redéfinir la notion d'état de crise, qui n'est pas forcément très claire. On ne sait pas exactement ce que pourrait faire le gouvernement en cas de crise. Donc est-ce que voilà, ce domaine est aussi travaillé de votre côté? Une réforme de la Constitution n'est pas prévue à ce sujet, mais la discussion sur comment défendre la démocratie, l'état de droit, comment assurer la continuité du gouvernement, de la Chambre des députés en toute situation de crise, est évidemment partie de la réflexion. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, comme l'a dit le directeur Bly tout à l'heure, qu'on aura un workshop cette semaine avec des collègues d'autres pays pour voir comment eux réagissent dans ces situations-là. Je crois que nous avons aussi dans ce contexte-là l'expérience de la pandémie. Moi, je n'étais pas en politique à ce moment-là, mais j'ai toujours été impressionné que les institutions de l'État aient continué à fonctionner. Et donc, je crois qu'on peut évidemment aussi tirer la leçon de telles expériences chez nous, comme à l'étranger. Et voilà, donc une réforme de la Constitution n'est pas prévue, mais comment renforcer ou maintenir la démocratie en toutes circonstances, l'état de droit en toutes circonstances est pour nous essentiel. Et c'est pour cela aussi que je crois que c'est un exercice qui doit inclure l'ensemble des courants politiques. C'est pour ça qu'on était ce matin à la Chambre des députés. Ceci n'est pas un projet d'un parti politique, ça doit être un projet de toute une société. Merci. On a vu avec l'événement chez Poste que certains acteurs critiques n'étaient pas prêts, n'avaient plus de communication, donc ils n'avaient pas anticipé que le service de Poste pouvait s'interrompre. Il y a d'autres infrastructures qui n'ont pas été vraiment touchées, mais dont on sait qu'elles ne sont pas du tout préparées. Dans cette stratégie, il n'y a pas de calendrier, il n'y a pas de mesures chiffrées, il n'y a pas de mesures financières, il n'y a pas de mesure chiffrée de la pertinence de vos actions au fur et à mesure où elles vont arriver. On ignore quels moyens financiers vous allez avoir pour leader tout ce groupe-là. En fait, ce n'est pas non plus une doctrine de défense nationale. Qu'est-ce que c'est que cette stratégie? C'est seulement un outil de communication? Absolument pas. La redondance, par exemple, des moyens de communication, cela fait partie d'une analyse de risque que chaque infrastructure critique doit faire. Quel est le processus? Le processus est que la HCPN désigne une infrastructure critique. Ensemble, avec les secteurs concernés, on analyse quelles sont les infrastructures dans le pays le jour où ils ne fonctionneront plus pourraient donner lieu à une crise. À partir du moment où on désigne quelqu'un infrastructure critique, c'est à cette infrastructure critique elle-même déjà de se protéger, de faire une analyse de risques, d'analyser mais quels sont les risques qui pourraient apparaître. Un des risques qui peut apparaître, c'est le moyen de communication qui ne fonctionne plus. Donc, il doit réfléchir à quelle redondance il va se donner en moyen de communication, par exemple. Et l'investissement, si vous parlez budget, il ne revient pas à l'État ou aux communes de financer ces investissements. C'est un investissement qui doit être fait, d'après la législation, par l'infrastructure critique elle-même. Au-delà des moyens que l'infrastructure critique, et nous, on l'accompagne dans ce processus, on l'aide dans ce processus, on l'aide à faire cette analyse, on lui fait des recommandations de comment il peut mieux se protéger. Et dans certaines situations, comme par exemple dans la cyberdéfense, parfois l'État met encore quelque chose au-dessus de ce que l'infrastructure critique elle-même investit, mais à la base, il ne faut jamais oublier qu'une infrastructure critique elle-même est responsable de sa protection. Das ja im Kontext auch von den mehrjährigen Defenseausgaben noch ganz viel redet von Dual Use und eben auch, dass das nicht just so ein Ausgegeben für rein militärische Zwecke, aber auch für als Gesellschaft aufzusichern, kann ihn sich dann nur vorstellen, dass
eng Reihe von denen mesuren, wie viel auch immer, werden von dem Etat do profitieren. Ja, ich will noch ein gesagt, das heißt ein Kader mit klaren Richtungen, Ziele, die man will machen. Verschiedene Kasten suchen, andere Kasten kein suchen. Sind da viel dabei, die kein Suche kasten. Wenn wir gucken, wie man als Demokratie stärken, wie man gucken, wenn Sozialmedien gingen missbraucht gehen, dass sind das keine Maßnahmen, die Suche kasten, das sind Maßnahmen, wo wir uns müssen präparieren, wo wir müssen Leute informieren, dürfen als nicht alles sei mit suchen oder mit Leid zu chiffrieren. Verschiedene Sachen noch, wie ich wieder gesagt habe, das sind da, die können gemerkt werden in den nächsten 6 Monaten. Andere werden immer muss gemerkt werden. Schon ein Beispiel, eine resiliente Ökonomie, das ist etwas, was die muss immer, das ist nicht, was Enkel gemerkt haben, dann sind wir für 10 Jahre ruhig. Was klar ist, dass wenn wir über zusätzlich Ausgaben schwätzen an der Défense, gebrauchen nicht immer das Wort von der Sicherheit. Weil ich meine, dass die Défense haut mehr breit ist, wie die klassische Sicherheit hat mehr breit ist, wie die klassische Défense. Sicherheit hat viele Aspekte, schon ein Beispiel von der Cybersicherheit. Daran da muss ich natürlich mehr investieren und das wird noch machen. Und dafür wäre doch wichtig, wie damals gesagt haben, dass bei der NATO die 5%, die sind natürlich in einem speziellen geopolitischen Kontext genannt gehen, als für viele gesagt haben, das kann nicht alles an die klassische Défense laufen. Aber da schwätzen wir von den nächsten 10, 15 Jahren, ja, eine Reihe von den Depensen, die hier auffallen, die werden als Sicherheitsdepensen können erwerten, kontabilisiert gehen. Wir haben kein präzises Budget in Europa gesagt, weil das ist eine Panoplie von unterschiedlichen Aktivitäten. Das ist auch nicht so, dass ein HCPN all die Erbestimmen ist, dass die einfach sieht, er kriegt hier 100.000 € an der Medie. So funktioniert das nicht. Den HCPN hat als Aufgabe, ein Hochkommissariat der Protection Nationale, hat als Aufgabe, Koordination zu machen. Der schafft zusammen mit all den Ministerien, all den Verwaltungen, für ein Resultat zu finden. Und dafür fanden auch Kredite an den einzelnen Verwaltungen, Ministerien, über die nächsten Jahre, die nicht nur auf enger Platz all regroupiert sind. Die Fonds ist natürlich ein Block davon, aber Cybersicherheit ist ein anderer Block davon. Und da gibt es Reserven, die man muss anlegen, die der Staat schon zu mir hat, bei Medikamenten und Ähnliches. Das finden wir bei der Santé so viel. Das ist eine Panoplie von Sachen, die natürlich fallen, die als allgemein Sicherheitsausgaben. Herr Premierminister, Di viel von der Cybersicherheit logisch hat doch kurz nutzen Di gesagt, die Gift do awer gern Investment an Blutsatz für Cybersicherheit, das Startups neu oder do eng neu zu. Nee, ich habe gefroht, dass wir, ob wir da gut equipiert wären, und da wird man gesagt, ja, wir haben vieles, vielleicht brauchen wir da noch ein bisschen mehr Leute, die sich darum bekümmern, und dafür und an der Regierung gesagt, dass ich gerne hätte, dass die Plätze, wo die Experten für Cybersicherheit gebraucht gehen, dass man die auch da gingen erstellen. Weil froh die ich eigentlich wollte stellen, und dass wir Investisseur gegen überlegen, nicht all gut der an die Kurve lehen, für mir sicher zu die 4 Risiken, und gesagt, neben das Cyberattacken, ob es mir hilft, ob es immer wie evolutiv ist, muss irgendwie aber dann auch bei Primitivmoyen immer auf der Seite tun, sie das bei Lux Trust nicht mehr geht, aber wenn ein da oder mehr, oder wann in tanklarer Diskussion kennt, die schon noch Jahrzehnten alle als ob en aber muss méi ben sinn op der Seite hun, dat sie keine Überlegungen. Ganz generell schlägt de Pilier von den logistischen Moyen kein Thema aus. Das ist ganz lach gehalen, wie die Premier auch richtig so. Wir sind als HCPR nicht ein Expert von all einzelnen Aktionen, die hier an der Strategie steht. Es ist also eine Strategie, die von allen Ministerien zusammengeschrieben ist. Und das sind Thematiken, wo ich sicherlich mit den Fachministerien auch am Detail muss gucken, wer konkret Aktionen durchstehen oder wer, ob ich bei froh Dozent wird, weil da sind schon nicht die Spezialisten davon. Ich meine, dass die Sachen, die mit der Energie oder so kann das diskutieren. Und da soll ich noch nicht darüber schwätzen, weil es geht ja darum, eben Resistenz zu sein, Resilienz zu sein, und nicht dem zu suchen, den ihr wollt attackieren, weil den alles en place hat. Merci. Und ich wollte dich eine Frage stellen, weil da angefangen hat man nur in Osten. Ja. Ich wollte dich fragen, ob dann Sanktionen, die an der Macht waren, vom Durchsinn gegen die israelische Regierung, respektive auch wenn es den
aggressiven, brutalen Siedler? Oder ist das noch immer ein Thema? Ich habe nicht gesagt, weil da doch mein Gefühlslage haut, dass das haut in der von Fried an Erleichterung. Haut kommen Leute frei, die an den Keller nur müssen sitzen vom Hamas während 2 Jahre. Du bleibst im Moment stehen und du Frieden sich drüber. Frieden sich drüber für die Leute, für Familien in Israel und Frieden sich dort am Gaza Bombardemente abhalten. Was an den nächsten Tagen geschieht, ich muss auch gucken, à la lumière von dem, was auf der Konferenz zu Sharm el-Sheikh diskutiert wird, wo Amerikaner, Araber, Israelien und Europäer zusammensitzen. Und da muss ich das an der Perspektive an den nächsten Tagen evaluieren. Das, was in der letzten Woche geschieht ist, aber zu den Diskussionen geführt ist, natürlich nicht vergisst. Aber ich hoffe, dass wir heute eine Strategie von Hoffnung, auf ein konstruktiven Denken kommen, dass in alle Optionen sich muss weiterhin abhalten. Aber als Ziel muss sein, Frieden in der Region zu kriegen, und dafür brauche ich Frieden dich. Und ich gucke mal immer gerne an, was meine europäischen Kollegen, die ja darunter der Präsident vom Conseil Européen, die ja zu Sharm el-Sheikh dabei ist, was den sieht. Ich habe Ende der Woche ein Telefonat mit dem Präsident Costa, und da muss ich all die Fragen da à la lumière davon gucken. Merci, schönen Tag.